Einfach ACDC, Alter, geile Sicht. Yo, hallo zusammen, da ist der Rilo mit total genial, mit 3 tollen Gästen, Purzel, der Michidinho und der Game Rocker. Jetzt höre ich euch nicht mehr. Hört ihr mich? Ja. Ah, okay, Ja. gut. So, ich gehört es Ich gut. habe einen Moment lang Ich nicht höre gehört. dich. Alles klar. Also, dann, ich weiß nicht, ob die Musik noch on ist, aber irgendwie, wie auch immer. Jetzt ist alles gut. Alles klar. Also, wir spielen total genial. Das letzte Mal ja auf Twitch vor einer Woche. Und wir haben das ein bisschen abgeändert. Übrigens an dieser Stelle, bevor ich es wieder vergesse, ich bin total unhöflich an dieser Stelle. Danke sehr, dass ihr überhaupt Zeit am heutigen Tag gefunden habt. Soweit jetzt heute hier dabei zu sein. Ich erkläre einfach kurz die Spielregeln an dieser Stelle. Und zwar, wir haben 12 Themen, die sieht man jetzt eingeblendet. Und zu jedem Thema gibt es eine Frage. Ihr könnt dann auswählen und ja, ich blende dann die Frage ein. Ihr könnt darauf losraten, wie immer. Und ich werde mit Nein bzw. Ja oder Nein Antwort geben. Und dementsprechend, wenn ihr Hilfe braucht, normale Frage ohne Hilfe gibt 3 Punkte. Mit Hilfe gibt es dann 2 Punkte. Mit zweimal Hilfe gibt es 1 Punkt. Ja, und dann kann ich dann quasi nicht mehr weiterhelfen. Sind wir so weit rausgekommen an dieser Stelle? Ja. Ja. Juhu, ja. Jo, also, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich würde einfach mal sagen, der Purzel würde anfangen, dann der Michidinho und dann der Game Rock mit auswählen, immer so durch, 3 Mal auf 60 Minuten. Wir haben jetzt 20:38, also 21:38 plus minus. Jo. Purzel, du kannst auswählen das Thema. Ja, mich als Koch spricht am meisten Lebensmittel an. Lebensmittel, ui. Ja. Gerade ein bisschen eine Ja. einfache Frage, hä? Also, warum ist die Banane krumm? Warum sind Bananen krumm? Wie ist das gegangen? Weil die Schale ja krumm ist. Das passt in der Schale rein. Ja, Warum genau ist so die Banane passt krumm, Alter? Ist das dein Ernst, Alter? Oh Gott. Ja, das ist relativ eine simple Frage. Ich denke, ein bisschen für den Anfang ein bisschen, ja. Ich bin froh, dass es gerade so einfach ist. Ja, voll. Ist das die Aufwärmrunde? Es gibt voll. Affen, es sind Affensorten, die Bananen immer so formen. Da haben wir jetzt die Konform. So in Wiener Fabrik, die Fabrik heisst Affenfabrik, die bin ich mal besuchen. Also, da weiss ich, du siehst 100 Affen dort hocken und da kommen immer Bananen und sie machen immer... Und der nächste kontrolliert sie und der frisst sie gerade. Was haltest du von dieser Idee, Michidinho? Keine Ahnung, Mann. Ich bin kaputt, Alter. Aber ich stimme zu, Schade, weil sie Nein. stimmen auch nicht. Nein, okay, ist gut. Also schau, es ist ganz einfach. Die Banane wächst bei den Palmen oben und sie will gegen die Sonne sich drehen. Und weil sie nach oben wächst, aber die Sonne da oben ist, wächst sie wieder nach oben und wird darum krumm. Ja, also ich würde mal sagen, das gibt richtige Antwort an dieser Stelle. Hey, dass Bravo. das jetzt gerade so einfach war, also Respekt. Ja, also wer schon mal in der Hauswirtschaftslehre war, oder besser gesagt, wer schon mal Hauswirtschaft hatte in der Schule, der weiß das. Hallo. Alter, wenn bin ich in der Schule gewesen? Das ist wahrscheinlich lang her, Alter. Also sicher, ich bei mir... Dann so muss ich sagen, danke Lehrerin, das hat er nie gesagt bei mir. Habe ich in jeder Folge gelernt. Schön, dass wir überhaupt überhaupt... in der Schule sind. Also von dem her. Ja, ich schwöre. Das stimmt. Gebe ich dir recht. Ja, voll, der Variaci schreibt gerade, voll mein Thema. Mein Thema, ja, okay. Bezüglich dem Schön. Profilbild. Ja. Und passend.
Ganz kurz, Variasche an dieser Stelle, wie ist so der Sound bei dir? Also wir haben ja den Sound ausgeschaltet, sonst würde es ja einen Loop, oder wie das Teil heisst, auch immer geben. Ja, aber ich denke, wir machen jetzt einfach weiter. Ich sehe es am Laufen von den nächsten 1-2 Minuten, was er geschrieben hat. Und sonst hört er uns halt überhaupt nicht. Wie auch immer. Also, wenn man uns nicht hört, dann auch bitte sagen. Ja. Also wenn er nichts schreibt, wissen wir, dass er uns nicht hört. Wie auch immer. Ja, genau. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, Michidinho. Also, was hast du da für Themen? Komm, ich nehme etwas, was ein bisschen zu mir passt, Kurioses. Nehmen wir das. Okay. Ui, bist du sicher? Ja, ich bin eigentlich voll nicht sicher, aber egal, komm. Wegen lustig und so, nehmen wir das. Okay. Ja, wir haben einfach angefangen, jetzt müssen wir gerade mit dem Schwersten einfahren als nächstes, das ist doch klar. Ja. Ja, eben, oder? Was sind Deepfakes? Was? Was sind sind was? Deepfakes? Deepfakes. Ich weiss Was nicht, da sind müssen wir die? vielleicht den Trump fragen, der ist irgendwie tief in ihm innen. Das ist ein Virus, das er hat in sich drin. Es geht sogar ein bisschen in die Richtung. Also es ist nicht ganz, also die Berühmtheiten so ein bisschen, ja, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weißt du, ein Dieb? Also Deep tief. heißt ja tief. Ja. Aha. Und Es geht Fake. tief rein. Ist falsch, oder nicht wahr? Ja, also. Nein, eben Fake ist halt nicht Ja, echt, also Fälschung. Mhm. Also Tiefe tiefe Fälschung. Fälsche. Ja, aber kommt drauf an, auf was bezogen. Also, Ist Deepfake die englische Variante für Unterschrift fälschen? Also Fälschen Nein. ist nicht schlecht. Ich habe das, ja, ich weiß nicht, ich warte jetzt mal noch mit Tipps. Ja, warte noch schnell mit Tipps geben, weil Deepfake, Fakes ist ja in der Mehrheit. Also das heisst, es geht um berühmte Persönlichkeiten, die probieren, andere berühmte Persönlichkeiten zu übernehmen. Die Identität zu übernehmen. Und darum heisst es Deepfake. Ja, also es ist nicht Berühmtheit zu Berühmtheit, aber mit Identität übernehmen, das ist schon mal nicht schlecht. Ist da so eine, ist da, wenn du über die imitieren tust, nehmen wir das Deepfake in der Fachspruch. Die Frage ist einfach, in was? In was? Das Wort ist in einem ganz bestimmten Zusammenhang in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen aufgeploppt. Aha. Ich denke, es hat etwas mit Social Media auch noch zu tun. Wenn man irgendwie. Ah, nein, der heisst anders. Der heisst anders. Meinst du, wenn wir den Kanal vor allem über dem nur machen? Ja, aber das heisst anders. Das heisst nicht Deepfakes. Nein. nein, schon nicht. Was ist der krasseste Fake, wo man könnte machen so im Internet, sag ich jetzt mal, wenn du jetzt von Social Media. Ja, redest? Identität fälschen. Für was? Ja. Ja, keine Ahnung. Also von einem Mensch halt einfach. Also, Dass Soll ich man das im jetzt erklären? Trump kann irgendeinen bösen Spruch twittern und das nicht kann nachverfolgt Oder- werden. ja, das Was ist eher ist- so Hacken. Oder ist Deepfake, wenn man, wenn man irgendwas, sagen wir, wir haben ein Instagram-Profil und da ist gesperrt worden und man macht ein neues. Für Nein, sie, nein, dass das man- auch nicht. Nein. Ja, das ist einfach Schiss oder. Nein. Also, es hat mit berühmten oder mit Persönlichkeiten zu tun, die etwas fälschen. Ja, also es hat mit Berühmtheiten zu tun und mit Fälschungen, sagen wir es mal so, ja. Und wir Das ist müssen schon herausfinden, was die Berühmtheiten fälschen. Also nicht die Berühmtheiten tun etwas fälschen, sondern Leute tun etwas fälschen mit Berühmtheiten. So kann ich vielleicht ein bisschen. Ah, vielleicht Ja. Marken oder so, kann das sein? Nein. Oh, Nicht? das Da wäre die Jocke. Ja, Ähm, keine Ahnung. Warte, mir liegt es auf der Zunge. Ich habe es gerade. Warte schnell. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich als Trump ausgebe und dann probiere, Wähler zu gewinnen für meine Sache, dann mache ich einen Deepfake. Weil ich bin ja weder der Trump noch bin ich ein Ami. Also, dass du dich als quasi Berühmtheit ausgibst, bist schon verdammt nah, aber nicht im politischen Sinn. Okay, dann ist Showbusiness.
Wo kann man im weitesten so Wobei sehen? das Ja. Politik auch. Das Ist ist das, Politik ist, auch. ist das so eine Art Double, wo man hat? Für so Stunts im Film? Was? Wenn du Ein nach- Double. Ein Aha. Double. Oder heißt, wenn zum Beispiel, sagen wir, irgendwie, der Morgan Freeman kann die Sache machen, deshalb mache ich es für ihn. Ich tue ihn wie ersetzen. Ja, es ist eine Ersetzung, aber es ist jetzt Im nicht Film. unbedingt, es ist nicht unbedingt gewollt von dieser Person. Sagen wir es Aha, mal es ist so. nicht gewollt. Also von dieser Person, oder von dieser Berühmtheit. Vielleicht ist es vielleicht nicht so Aha. angemessen vielleicht. Ich Was- habe eine andere Idee. Vielleicht ist es so, dass wenn ich weißt du, so wie die Telefonscherze, ich gebe mich als irgendwie, weiß doch auch nicht, Kantonspolizei irgendetwas aus und finde so, hey, passen Sie auf, vor Ihnen steht ein Einbrecher. Nein, das heisst nicht Deepfakes, das ist... Und das hat ja auch nichts mit Berühmtheiten zu tun. Geht nicht auf. Wie ist Ihre Ding gegangen, vielleicht, dass du mit über dem kannst was machen? Sagen wir, wie, ich will was mit der Merkel machen zum Beispiel und die mit deshalb als Trump aus? Dass ich als Jana komme? Ja, es Nein, geht. es ist ein Showbusiness. Es ist nicht Politik, es ist Showbusiness. Also entweder gehst du als, weiß doch nicht, wer ist es so eine Berühmtheit? Ich gebe mich zum Beispiel als Sarah Connor aus und du als Sarah Connor irgendjemand einen Auftritt machen und beim Singen merken sie dann, das ist gar nicht Sarah Connor. Also du würdest dich so verkleiden. Verkleiden, ja, ja. Um Geld damit zu machen. Denk ein bisschen mehr an das, was du vorher gesagt hast mit Social Media. Also PC-mäßig. Ich mache einfach einen Account als Sarah Connor und gebe mich als Sarah Connor Account aus. Dafür macht sie eigentlich, oder weiß sie das gar nicht. Und ich schreibe irgendeinen Schrott drin. Zum Ja, Beispiel. Fake-Profil halt. Ja, Ja. so es ist ein Fake-Profil, genau. Im Sinne von, aber von einer Berühmtheit. Ich gebe mich als Sarah Connor aus. Auf Twitter zum Beispiel oder auf YouTube oder wo auch immer. Es ist nicht YouTube, aber Plattformen. Was gibt es sonst noch für Auf Plattformen? Insta. Nein, nein. Twitter? Facebook. Auf Facebook. Also was? Klar. Was würde. Deepfakes. Jetzt sagen wir mal, was würde. Also du hast vorher Sarah Connor angesprochen. Was würde eine berühmte weibliche, sag mal, Schauspielerin nicht wählen? Mit Sicherheit nicht wählen, wenn du sie würdest faken. Also Leaks oder so ein Scheiß, also quasi Nein. etwas veröffentlichen. Nein, nicht für, es geht ja um ein Fake. Es ist ja nicht, es ist Ja. nicht echt in dem Sinn. Und das Schlechte Fotos möchte ich nicht von mir sehen. Und Oder was, Ding, für, sind das was so- für Fotos? Das Photoshop-Zeugs. sind das Ja. so, Ja. so Porno, also wo man so Dates kann machen. Dating-Plattformen. Ja, Pornofotos. Geil, Ja, Alter. ja, ich sage, weißt du was, lassen wir es gelten. Lassen wir es gelten. Sehr Okay. gut gewesen, Purzel. Es geht um das, dass berühmte Schauspieler quasi das Gesicht genommen wird und in einen Porno eingefügt wird. Und dann haben alle das Gefühl, die Person, die hat ein Porno gedreht, obwohl es gar nicht stimmt. Zum Beispiel der Emma Watson hat das jetzt müssen durchmachen und von dort habe ich das Wort aufgegriffen. Und, Es ist ziemlich Cool. übel, wenn man so drüber nachdenkt eigentlich. Ja. ja, vor allem wenn man dann plötzlich anfängt, eben unlustige Sachen damit machen. Ja, schon. Definitiv. Das ist schon krass, ja. Ja, Das ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer hier. So mit, ja respektlos. aber es ist, Ja, ja. wichtig, dass man so Sachen anspricht, weißt du? Ich habe gedacht, darum nehme ich auch die Frage drin. Ja. Ich sehe, du bist da eine Sendung mit Bildungsniveau. Vielleicht, Bildung. vielleicht dann. Ja. Nein, ich würde so Sachen niemals machen. Das ist schon gut, wir bilden uns gerne weiter bei Ja. dir. Ja, der Variashi schreibt gerade, das hätte es auch schon mit anderen gegeben. Also nicht unbedingt nur Pornos, sondern auch mit normalen Videos, dass zum Beispiel Leute den Unge nachgemacht haben. Und du hast das Gefühl gehabt, dass der Unge quasi dort sitzt und das gar nicht war. Ja gut, ich kenne es auch vom anderen, aber ja, schlussendlich, ich habe ja den Punkt, also ich habe den 3er-Punkt gegeben, obwohl, ja, wegen den Tipps und so ist ja echt ein bisschen heikel, darum, ja. Aber ja.
das sehr grosszügig von dir. Du hättest uns auch gerne dürfen nur 2 Punkte geben für das, Ja. aber du bist so ein grosszügiger Eben. Mensch. Soll ich jetzt einen abziehen, oder was hast du mit sagen? Man, gib ihm keine Idee, man. Nicht einfach Punkt und es geht weiter, man. Psst. Buchung ist schon jetzt gemacht. den abziehen. Schau, du kannst den Punkt abziehen und als Bonus, weil ich so ehrlich war, bei mir den wieder geben. Ja, ist Ja. gut, machen wir es so. Eben, Ich würde es eben. so ins Protokoll aufnehmen. Finde ich Einfach- gut. Ihr habt, wie gesagt, ihr habt ja den Chat nicht offen, oder? Weil der Variashi schreibt gerade um Spoilern. Nein, auch nicht offen. Nicht. Ich tue ihn schnell weg. Ja, mach ich gerade Sicher? auch. Okay. Ich habe ihn wegtun. Jo. Game Rocker, du kannst die nächste Frage auswählen. Sehr schön. Ich wähle, weil ich das sehr, sehr gern habe, öffentlichen Verkehr. Finde ich sehr spannend. Also du weißt ja, dass das letzte Mal ziemlich viele Eisenbahnfragen gekommen sind. Darum kommt auch jetzt eine Eisenbahnfrage. Alter. Wer Da ist kannst denn du mich da? gar nicht gebrauchen. Eisenbahnfreak? Also ich habe im Fall Transport Fever gespielt, ich habe Train Fever gespielt, ich habe Oh, Railroad Tycoon gespielt, ich kenne alle Züge. Aber nur wenn ich sie spiele. Ui. Ja, okay. Was ist ein Hemmschuh? Ja gut, Boah, Scheiße. Das du hast mich auseinandergenommen, Mann. Hemmschler. Wo habe ich das gehört, Mann? Boah, auseinandergenommen. Hemmschuhe, ein Hemmschuh. Ein Hemmschuh, ja. Ich Das weiß ist- es. Ich weiß es. Das ist ein Schuh, wo man sich anlegen kann, dass einem der Wagen auf den Gleis nicht über den Fuß rollen kann. Besser gesagt, dass es nicht wehtut. Weißt du, wie auf der Baustelle hast du doch auch so Eisenstahlkappenschuhe an, dass wenn dir etwas auf den Fuß geht, dass der Fuß ganz bleibt. Und bei den Gleisbauern heisst das einfach Hemmschuhe, weil alle haben Hemmungen, den anzulegen, weil es so schwer ist, dass man den eigentlich gar nicht kann anlegen. Also aber nur volkstümlicher Gebrauch, also der richtige Ausdruck, der lautet ganz anders, aber den kann sich niemand merken. Purzel, was meinst du zu dieser Antwort? Ich lag sie. Ist falsch. Sicher nicht. Hemmschuhe. Ist das ein Schweizer Wort? Gibt es nur in der Schweiz? Da bin ich mir im Fall gar nicht ganz sicher. Aber ich kenne genug, die bei der Schweizer Bahn arbeiten, die das Wort verwenden. Hemmschuhe? Hat das aber was mit dem Schuh zu tun? Vielleicht ist das einfach nur so eine Verarschung. Nein, das ist schon keine Verarschung. Keine Ahnung. Bei mir fällt auch nur so Stahlkappen, Schuhe, also weißt du, in dieser Art halt, weißt du, so etwas, was dich schützt oder so, keine Ahnung. Wer braucht da einen Zugfahrer? Ja, keine Hemden. Ahnung. Vielleicht, falls so etwas kaputt geht oder so, oder es ersetzt werden muss, geschwind anlegen und so ein Scheiß, keine Ahnung. Ist das ein Schuh, wo du keinen Stromschlag kann geben? Ja, Das ist keine auch Ahnung. clever. Kein Das ist aber nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Das sind spezielle Schuhe mit einer speziellen Sohle, wo isoliert sind, wo kein elektrischer Strom durch kann gehen, dass wenn Aus- falls man mal irgendwie die Leitung oben anlenkt oder so, Ja. dass man dann gleich überlebt. Aus Schwamm. Und noch dran ergänzen. Toll ist ein Schwamm. Ich würde sagen, kommen wir ein bisschen weg vom traditionellen Schuh, den ein Mensch hat. Vielleicht ist so was für Treidli, für den Zug, was er haltet im Winter. Kann man es anlegen. So wie die Röster, die so eine Decke bekommen oder die Hunde, wo Ja. man so irgendwie so einen Pulli bekommen, wenn es Winter wird. Ja. Aber das ist nicht schlecht. Ein Wagon, der einen Schuh braucht. Vielleicht ist es eben bei den Rädern, es hat ja bei den Waggons hat's ja immer so Räder, die auf die Gleise kommen. Und damit die das Gleis wieder schleifen, weil die müssen ja immer wieder ein bisschen abgeschliffen werden, damit es richtig rollt, tun sie so einen Hemmschuh drauf, damit es schön poliert, damit es nachher schön glatt läuft. Nein, also so, nein, stimmt nicht. In dem Sinne. Mist. Okay, dann halt nicht. Hemmschuhe. Also das die Schiene poliert, sagst du? Ja. Aber vielleicht ist es nicht die Schiene, sondern dort, wo die zwei Waggons zusammenhängen. Wie sagt man dem? Die Kupplung. Vielleicht steht. Also wie soll das genau sein? Also dort, wo die Kupplung zusammenkommt, dort hat es...
dort hat es so einen Stift, Das ist der, der der, Himmel. bind, Aha. der bindet die zusammen. Und damit man den kann rausnehmen kann, muss man mit dem Hemmschuh eins draufschlagen, dass er unten rausgeht. Ist zwar falsch, aber es klingt mega interessant. Erzähl mal ein bisschen weiter. Da macht man halt automatisch heute oder manuell, die Züge aneinander kuppeln. Gut, das stimmt, das läuft doch alles nicht mehr so wie im alten Wilden Westen. Vor mir da braucht man das Wort jetzt noch, oder ist das von früher noch? Das brauchen wir jetzt noch. Aha. Ist es ein Instrument, also ist es ein Werkzeug? Wie meinst du ein Werkzeug? Also ist der Hemmschuh etwas, das ein Mensch braucht, um Ach, vielleicht- am Zug oder an der Ja, Gleis irgendetwas zu machen? Ja, also er Hem- braucht es schon. Ja. Hemmschuhe ist ein Instrument, das man braucht, um bei einer Dampflok den Kamin zu putzen. Nein. Das ist auch geil. Alter, kein Plan. Soll ich dir den ersten Tipp geben? Gib mal. Ja. Also bezüglich der erste Versuch hat gar nicht so schlecht getönt. Kannst du nochmal sagen, Game Rocker? Also ein Teil davon hat ziemlich gut getönt. Nein, ich weiß im Fall nicht, was ich gesagt Also, habe. du hast das mit dem Schuh gesagt und dann hast du etwas gesagt von wegen Rollen. Also ich habe gesagt, dass sie einen Schuh anlegen. Mhm. Der Teil hat nicht gestimmt. Aha. Aber du hast dann nachher etwas gesagt von Wagenrollen. Vielleicht ist sowas für so Zahnradbahnen. Die irgendwann Hemmschuhe brauchen, da ist da nicht so eine Hemmschuhe, ist das Ding, was Zahnradbahn irgendwie nicht fahren kannst, dort mal stoppen, so wie bei einer Achterbahn. Dass es so Sicherheit gibt, dass es nicht zurückrollt. So ein Stopper sozusagen. Ja. Also kannst du das nochmal kurz erklären? Der Anfang hat irgendwie komisch gesehen und jetzt am Schluss hat es recht. Also wenn du auf die Zahnradbahn drauf fährst und irgendwie der Zug hat keinen Griff mehr und das nicht zurückrollt, sondern irgendwann einrastet. Dass es nicht wieder zurückrollt. Dass es keinen Unfall gibt. Du da irgendwann einrastet. Dass da einrastet, braucht es einen Hemmschuhe. Finde ich eigentlich recht eine gute Erklärung. Es tönt. Also das mit dem Einrasten habe ich ein bisschen Mühe, aber so im Allgemeinen hat es verdammt genial getönt. Also es bist näher dran. Also in dem Fall ist es nicht nur für die Zahnräderbahnen, sondern für die normalen Züge, also die normalen Züge, die wir halt kennen von der SBB her. Das sind so wie die Bremsklötze, die auf die Räder drücken. Dem sagt man Hemmschuhe. Nein, es ist nicht das, was direkt. Also du redest jetzt von der Bremsklötze quasi. Ja. Nein, das ist nicht das gemeint. Aber du bist näher dran. Mann. Ist es etwas, wo ein Zug, also ein Waggon so zusammenfügt oder so ein Scheiß? Also du meinst jetzt Kupplung oder was? Also Kupplung. Es hat zum Beispiel ja einen Zug mit der extra Etage, wie heißt das? Waggon. Und du kannst sie ja mit so einem, keine Ahnung, mit so einem Stift oder so ein Scheiß zusammenfügen und so, weißt du, dass dann aneinander fahren oder so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine? Nein. Also du hast zum Beispiel, Also du ich hast so einen verstehe, was Zug, du meinst, aber nein, das stimmt nicht. ist nicht das? Nein. Ja, Bro, Also Kupplung ist es nicht. ist Kupplung, ja, dann Es keine ist eher Ahnung. beim Alter. Fahrwerk, in dem Fall. Es ist wirklich eher beim Rollgetriebe irgendetwas, wo an der Bremse festgemacht ist. Vielleicht ist ein Hemmschuh etwas, falls wenn der Zug stark bremsen wird, dass es nicht irgendwie wie eine Bremse überhitzen, tut ein Hemmschuh die Bremse abkühlen. Es ist nicht direkt am Wagen. Aha. Es ist noch jemand Es wird- anderes. Es wird vom Menschen an Wagen Nein, es wird nicht am... gebracht. Ja. Ah, okay. Es ist, man braucht es zum Reparieren. Nein. Von der Bremse. Aha. Nicht. Mhm. Jetzt weiss ich wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist der spezielle Schuh, falls der Wagen über den Fuß würde rollen, dass der Fuß nicht kaputt ging. Das wäre doch der Hemmschuh gewesen, eigentlich, so in der ersten Linie. Aber dass ja nicht der Mensch anlegt an den Füßen, legt es vielleicht an den Händen an.
Aber wenn ihr mal Hemmschuhe, fliegen gehen. Handschuhe. Hm. Also, es Ist er- stimmt fast, aber es hat nichts mit dem Körper zu tun. Also Ist es das ist ein- nichts, was der Mensch anlegt. Nein. Ist das wieder das wie im Auto? Die Klötze kannst du im Auto nicht tun, dass das nicht zurückrollt. Du schaffst die und dann vom Zug, damit holt der Zug nicht mehr weg und so kannst du nicht zurück und reparieren gehen. Also auf die Schiene. Ja. Das stimmt. Genau. Super. Purzel. Geil Sieg. Also erklär das bitte noch einmal ganz langsam, damit ich es noch einmal checke, bitte. Das ist einfach ein Teil, also so ein flaches, also wie ein Keil quasi, wo du kannst genau auf die Schiene drauflegen, wo es eigentlich drinnen verkeilt, also wo relativ schwer ist, und wenn der Wagen rollen würde, dann steht er eigentlich an dem Blähteil eigentlich an. Also es kann ihn theoretisch ein bisschen hinterher schieben, aber das ist so schwer, das ist einfach so ein Aufsatz auf die Schiene nur. Du kannst eigentlich so so ein riesen Teil ist das. Ich hätte eigentlich das Bild jetzt an dieser Stelle einblenden, aber es ist einfach so ein Teil, das du kannst auf die Schiene tun, dass der Wagen eigentlich nicht wegrollt. Gerade Okay. schauen, was das ist. Krass. Krass. Gut herausgefunden, Purzel. Hey, sehr gut. Einstein hast du auseinandergenommen, Kollege. Ist nur dank dir, Gamer, nur dank dir. Also ich habe ja nur Jugendfrei, hallo! Okay. Da müssen wir aufpassen, weil genau das 8, das ich eingegeben habe von im Punktestand, das ist genau der Shortcut, also der Taste, um euch zu muten. Jetzt habe ich gerade noch draufdrücken. Bruh. Ja, wer immer. Das ist auch gut. Ja, voll. Purzel, du darfst wieder raten. Du darfst wieder ein Ja. Thema auswählen. Ist ja die ganze Zeit am Raten. Willst du raten, welches Thema es geht, oder wie? Hä? Ja, das ist auch gut. Willst du raten, welches Thema es wählt, oder wie? Ja, voll. Einfach irgendetwas- auswählen. Ich nehme jetzt mal... Einfach nicht zweimal das gleich, bitte. Nein, sprich das Flaggen an. Flaggen. Oh, das finde ich super. Das finde ich super. Finde ich mega Easy. spannend. Ich glaube, das wird auch eine relativ einfache Frage. Ja, komm jetzt. Und zwar, wie entstand die britische Flagge? Also die Bedeutung von dem. Die britisch, ganz wichtig, die britisch und ja. Im Anführungs- und Schlusszeichen nicht die englisch. Plus, minus. Also jetzt nochmal zum Klarstellen. Die britische ist ja die blau mit dem roten Kreuz Genau. drauf, den Stern drauf. Weiße Kreuz und der rotem Rand irgendwie so. Genau. Also rotes Kreuz, senkrecht und waagrecht, und gibt es noch die diagonal rot und außen nur blau. Mit so einer weißen Mhm. Umrandung. Also Und- ich weiß es. Hä? Ich weiß es. Jetzt ohne Seich, ist das Allgemeinwissen? Ich habe gedacht, Das- dass ihr... Was weiß ich nicht? Ich habe gedacht, Hause, wir ist brauchen das Punkte. Allgemeinwissen, in dem Fall? Nein, ich weiß es nicht zu 100%, aber ich weiß, dass sie aus der englischen und aus der schottischen und aus der Nein, eben nicht die walisisch, sondern also besteht aus der englischen und der schottischen Wales, oder so hat es geheißen, oder nicht? Jetzt Ja, musst du den aber dritten wahrscheinlich, herausfinden. es wäre entweder, also dann müsste es Nordirland sein, aber ich weiß nicht, wie die Flagge von Nordirland aussieht, obwohl die Schweiz erst gerade gegen die gespielt hat, aber ich habe keine Ahnung. Da weiss sicher der Purzel, wie sieht die nordirländische Flagge aus? Ich habe keine Ahnung. So wie im Hintergrund, da irgendwas mit Grün drin. Jetzt gemeint, Nordirland. Die Ich haben glaub, doch auch irgendein Kreuz. Ja. Also auf jeden Fall, das Schottland. schottische Schottische, ja. X ist blauer Hintergrund und das weiße X, das haben sie reingenommen. Dann das Englische ist ja weißer Hintergrund, dort haben sie aber nur das rote Kreuz reingenommen. Nein. Also, kannst du noch mal sagen, welche drei sind es gewesen? Schottland, England und es muss Nordirland sein, es geht ja gar nicht anders. Wollen wir zählen? Ja. Ich tue jetzt ganz kurz. Ich weiss, das ist vielleicht
bisschen komisch wegen der Facecam. Ich schalte es gerade nachher wieder zurück, aber... Schau einfach, dass du nicht alles verschiebt. Gell? Das kennen wir doch So, auch. ich has bei allgemein eingeschossen. Dass ihr das so weit seht. Dürfen wir es bitte nachschauen? Aha. Ich has jetzt einfach bei Ja, mit allgemein... Brille. Union Jack. Ah, lol. Das ist ja voll geil. Ja. Easy. Bitte. Das ist... Mit der Definition. Ich, ich, Ja. Nordirland ist auch rot-weiß, in dem Fall einfach diagonal. Okay. Das habe ich nicht mehr so gewusst. ich habe nicht gedacht, dass ihr das so Ah ja, Nordirland ist auch. Ja, ja. Nordirland ist wie heißt die? Wie heißt das Land? Georgien, oder? Ist wie Georgien. Das Vielleicht ist eigentlich. ähnlich, glaube ich. Ähnlich. Ja. Die haben noch irgendwelche kleine Sternchen drauf. Ja, dort sind also Kreuze drin, ja. Oder Aber das- irgendetwas. Ja, ja. hättet ihr das... Also Michi, Dino, Purzel, habt ihr das so weit schon mal gehört? Gehabt? So weit? Oder... Ja, geht so, ja. Nein, ich habe nie gehört. Ach, Nein, ich bin ehrlich, sag dir, geht so eigentlich. Also ich weiß es nur, weil ich das irgendwo wo mal aufgeschnappt habe. Frag mich nicht wo, keine Ahnung. Ich habe das irgendwo mal gehört. Wahrscheinlich im Fernsehen. Okay. Irgendwie sind gerade Facecams kurz. Da geblieben. Oder was? Ja, aber ich habe es gerade wieder. So, alles Und klar. sieht nur so aus. Ja, so einen kurzen Moment. Ja, wie auch immer. Jo, Kurze Frage gewesen, hä? das ist vom Purzel gewesen, oder? Das heisst, der Michi Dino Genau. kann jetzt wieder raten. Ja, Raten, auswählen vom Thema. Ich würde mal sagen, Gegenstände. Hören ihr mich? Ja, Ja. ich höre Ja, dich. ja. Ah, okay, sorry. Was hast du Sehr gesagt? offen gewesen. Gegenstände. Okay, Gegenstände. Mal schauen, wie der scheiß Schuhe da vorkommt, Alter. Ich glaube, das ist auch wieder etwas Einfaches. Was ist eine Panzerüberfalle? Panzer überfallen. Ja. Du sagst, es ist einfach. Das ist gar nicht einfach, Alter. Was stellst du uns für Fragen, Mann? Wie Ja, heißt das das ist das einfach. Ding? Panzer. Weißt du das? Überfalle. Game Rocker, weißt du das? Nein, aber es ist ja eigentlich klar und offensichtlich, was das ist. Es gibt doch überall in der ganzen Schweiz, oder einmal zumindest im Aargau so Betonpfeiler, die aus der Landschaft raus schauen. Die sehen so aus wie kleine Bunkerli, aber sind nur, also weiss ich nicht, so etwa 1,5 Meter groß und irgendwie etwa 1,5 Meter breit. So Klötze, die halt aus der Landschaft raus schauen und die sind so in Dreierreihen hintereinander auf. Betoniert wurde und das hat als Panzersperre gelten. Und das heisst, also ein Panzerüberfall ist einfach, wenn es ein Panzer geschafft hat, über die Sperre zu fahren, dann ist der Panzer überfallen worden. Die Sperre, meine ich. Ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt, was du gerade beschreibst, aber es ist nicht das. Scheiße, wieso nicht? Hätte was so mit Überfallen. Also, Überfallen, etwas. Ja, Warte, ich habe eine andere Idee. Es gibt doch einen Comic, dort kommen doch Panzerknackers vor. Und wenn die einen Überfall machen, dann heisst das Panzerüberfall. klingt gut, aber ist leider falsch. Ach, Mensch. Wenn der Paul Panzer irgendwo einbricht, dann ist der Panzer überfallen. Wo soll denn ein Panzer überfallen? Also das heißt ja überfallen, nicht Überfall. Überfallen. Aber wenn der Panzer etwas überfällt. Überfällt. Es hat ist nur aber- mit einem Panzer zu tun. Oder beziehungsweise, Aha. das muss ich vielleicht das so ein bisschen anmerken. Vielleicht ist aber das Ding, wenn ein Schildkröte vom einen Land, also von Land A nach Land B übers Wasser kann drüber gehen, dann ist der Panzer überfallen. Wenn er jetzt einen Panzer hat. Das ist gut. Digga. Okay, aber nein, stimmt nicht. Ja, hart. Aber in Gib mal einen Tipp. Tierwelt, ja, Tierwelt ist glaube ich schon, sind wir recht Ja. nah, oder? Tierwelt? Nein. Nicht? Ah. Panzer überfallen.
Ist es so im Turnen gibt es doch so verschiedene Figuren, weißt du, so im Bodenturnen, wenn man irgendwie Pirouette macht oder so, das Salto oder so. Und Ja, mach Panzer. Du machst den wenn Panzer. sie Panzer Panzer. überfallen machen, dann machen sie Superman ähnlich, genau, und tun so Hechtrollen im Superman machen. 3-mal hintereinander, das sind Panzer überfallen. Also Überfall tust du jetzt so interpretieren als Bürzelbaum, oder wie? Nein, als Hechtrollen. Das ist nicht das gleiche wie ein Hechtrollen. Purzelbaum. Okay. Doch, Nein, hat nichts mit dem zu tun. Ist vielleicht eine Abdeckung oder so? Für was? Ja, zum Beispiel Panzer abdecken oder so. Da kann ich irgend so ein Tuch, das du für Autos hast, zum Beispiel, wo du so zudecken kannst im Winter oder so ein Scheiß. dass der Scheiben nicht eingefrieren beim Panzer. Ja, oder keine Ahnung, man. Irgendetwas, was du so abdecken kannst. Nein, aber ganz kurz noch, ihr habt ja vorher gesagt Panzerknacker, oder? Ja. Und die haben ja in dem Sinne ja nichts mit einem Panzer in dem Sinne ja zu tun. Nein. Ist es etwas, wo Was der kommt dann Panzer das? aufbricht, oder was? Weißt du, die tun am Safes eigentlich knacken. Mhm. Hat aber gar keinen Ah. Panzer dabei in dem Fall, oder? Nein. Also Panzer Nein. kann ja auch Panzerglas sein oder keine Ahnung, wie der Scheiß heißt. Also Ja. etwas, wo Panzer. Also, das ist ein Gegenstand, wo du mit etwas, wo aus Panzer besteht, aufbrechen Also, kannst. das ist ein Ding. Nein. Oder nicht? Die Panzer, das kannst du innen tun. Sie sind die, wo man testen, wie die kaputt gehen. Dass man es kann verbessern. Ich bin jetzt nicht... Also quasi als Testen, ob es kaputt geht, wenn Ja, der Panzer genau, wenn drauf es ist, mal- oder was? Nein, wenn du vielleicht irgendwo runterfallen lässt, von 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter. Also Nein. die Tests machen. Ja. Aber eben mit Aufknacken sind die ja nicht so schlecht. Und das heisst ja überfallen und nicht Überfall. Ich glaube, das ist so ein ganzes kleines mechanisches Teil, das auf dem Schweißbrenner oben ist, wo einmal so auf und zu klappt, wo wie das Gas rauskommt, dass eben nicht zu viel Gas rauskommt. Und die heisst Panzer überfallen, dass eben, die tut regulieren, wie fest dass man schweißen oder wie stark dass man schweißen. Ich habe keine Ahnung von Schweißen, ich habe das noch nie gemacht. Also es hat nichts mit Schweißen zu tun, aber mechanisch bist du schon mal nicht so schlecht dran. Ah, okay. Du da irgendwas regulieren, dass zum Beispiel der Rauchalarm der Führmelder nicht abgeht. Und was willst du aufknacken? Mit Hitze. Nein, aber was kommt euch persönlich so in den Sinn, wenn ihr allgemein nur Überfalle oder Falle oder so hört? Ah, das ist ein Ding. Jetzt. Fallen halt. Das sind Diebe, die irgendwo einbrechen gehen und dass die nicht selbst überfallen werden, dumm gesagt. Wenn die irgendwas hinstellen, eben die Panzer überfallen, dass die anderen dann wieder Trick kriegen und somit nicht können die überfallen. Dass die anderen abgeschreckt werden. Ja, genau. Das ist eine Art Vogelscheuche. Nein, Eine Vogelscheuche für Diebe. Genau. Ja. nein, das kann ich... Nein. Okay. Ist es vielleicht, wenn man doch einen Panzer knacken will, gibt es doch so Leute, wo ich weiß nicht, wie das Teil heißt, wo man so über die Ohren hat und nachher tut man da mit so einem Gerät hören. Wenn macht es Klick, so weißt du, so die drei, ich weiß nicht, wie das Gerät heißt. So, ist echt das die Panzer überfallen, dass sie das Gerät anlegen und dann gehen sie an den Tresor und gehen schrauben, bis es Klick macht und wenn sie es hören, haben sie den Code geknackt. Nein, aber wisst ihr was, ich gebe euch mal einen Tipp. Ist das okay für euch? Ja. Ja, Ja, mach. gern. Und zwar, ich habe ja jetzt immer aus der Sicht von einem Dieb geredet. Versucht mal umgekehrt zu denken, quasi als Absicherung. Und Als vielleicht das Schutz. zum Thema Überfalle, Falle, so ein bisschen drüber nachdenken. Ist das sowieso ein Schritt, wo ein Dieb macht, wenn er irgendwo einbrechen geht und der Besitzer vom Haus zum Beispiel, der hat irgendwo eine Falle aufgestellt für ihn, was eingebrochen wird, dass wenn er über die Falle drüber geht, und die wir kann überwinden, also den wir die Panzerüberfalle gemacht hat. Also du redest jetzt von Falle im Sinn von, du stellst am Dieb eine Falle.
Quasi, Ja, oder? aber wenn der Dieb drüber geht, dass er überfallen kann, wie Falle überwinden kann, ohne dass er gefesselt wird oder gefangen genommen wird, dann ist es ein Panzerüberfall. Nein, aber denke mal darüber nach, was es sonst noch für Fallen gibt. Also im Sinn von, also nicht im Sinn von eine Falle stellen jemandem, sondern was sonst noch das Wort kann bedeuten. Falle. Mit dem runtergehst. Runterfallen, ja, gell? Ich Ja. würde sagen so, runterfallen. Also Aber- als Nomen, sage ich jetzt mal. Es ist als Nomen an dieser Stelle. Nicht als Verb oder so. Ist das, Aber wenn wie- der Dieb gönnt, absalbe, also dumm gesagt, im runtergehen, dann ist das ein Panzerüberfall. Nein. Also es geht nicht ums Fallen, nicht ums Gehen. Also es wäre ja dann es also du gehst aber es geht ja um ein Nomen, ein Fallen. Du sagst Fallen im Sinn von, du tust jemandem irgendwie, keine Ahnung, er geht in ein Loch hinein, wenn er es nicht sieht oder so, ein Fallen. Aber es gibt ja auch noch andere Fallen. Denkt mal darüber nach, was vielleicht eure Wohnung hat. Fallen. Zum Beispiel Was? Und- Sorry, jetzt hast du nicht gehört. eine Tür fallen. Ja, das ist schon Aha. mal in die richtige Richtung. Aber wenn ich mit dem Panzer über die Tür fahre, dann ist die Tür vorbei. Dann brauche ich kein Überfallen mehr. Also. Ist das ein Gerät, das man kann benutzen kann, um die Türfalle zu öffnen, ohne dass man Fingerabdrücke hinterlässt? Nein, Moment. Es gibt doch bei den Falschparkierern, die das Auto falsch parkieren, hat doch die Polizei auch so Bremsklötze, also so Klötze, wo das Auto, also wo das Rad reinmachen, wo das Rad blockiert, oder? Und Aha. jetzt gibt es aber bei den Ah. Türfallen gibt's genau das Gleiche, dass man nicht kann ins Schloss oder dass man mit dem Brecheisen nicht kann Türen aufbrechen, tut man einen Panzer überfallen, also die ist ja so aus Eisen oder weiss was ich was für Titanium, und tut die über die Türfallen konstruieren, damit man eben nicht die Tür aufbrechen kann. Also ist ein Panzer überfallen in dem Fall ein Schloss? Nein, es ist etwas, das über das Schloss geülpt wird. Dass man eben nicht direkt ans Schloss kommt. Damit man ans Schloss kommt, muss man zuerst die Panzer überfallen wegnehmen, damit man die Türen aufschliessen Kann ich das so zählen lassen? Es ist schon näher. Es ist schon näher. Ah, knapp dem Ist Fall. das was, wo du das Schlüsselloch rein tust? Dass du nicht kannst das Schlüsselloch knacken? Nein. Hm. Aber denk mal, also jetzt, es ist nicht direkt das Schloss. Also ein Schloss, wie stellst du dir, also wie meinst du ein Schloss? Ein Schloss im Sinn von einem Türschloss Schlüsselloch. oder einem Schloss im Sinn von einem Kette, Schloss? also Veloschloss sozusagen. Also weißt du, so Aha. etwas Ähnliches, wo man einfach kann so über etwas stülpen und dann schließt es zu, so wie ein Veloschloss halt. So, wo man dann einen Schlüssel braucht, um das Schloss aufzutun. Und wenn man das Schloss aufgetan hat, braucht man den Türschlüssel, dass man die Türen auftun kann. Und wenn man die Türen auftun kann, dann kann man mit dem Panzer reinfahren. Ich lasse gelten. Einfach wegen. Also, es hat nichts mit dem Panzer zu tun, aber ich lasse gelten. Das mit dem Schloss drüber rein, also. Ja, ich lasse gelten an dieser Stelle. Sehr gut, danke. Sonst, Stark. wenn du es Sehr kurz. grosszügig. Soll ich es nochmal kurz als Bild oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du es so gemeint hast, aber ich habe es jetzt einfach mal so verstanden, dass du das Richtige gemeint hast. Ja, natürlich habe ich es so gemeint, wie du denkst. Genau. Das Das ist hätte ich ja. klar. Das ist klar. Aber wenn ich jetzt wieder schaue, wie das Teil Nein, ich aussieht habe es euch wieder bei allgemein geschmissen. Ja, aber dann gehe ich eben da wieder bei der Facecam aus. Was ist Panzer überfallen? Aber es nicht, ich habe gleich Wunder, wie die aussieht. Ich wollte das auch wissen, schnell. Okay. Solche kennen wir ja. Ja, klar. Ja. Das ist ja voll Das ist easy. Panzer überfallen. Die das heissen Ding ja heisst so. Wow, krass. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Krass. Das haben wir sogar an ein paar Orten da in der Umgebung. Okay. Das ist meine Facecam stehen geblieben.
Alter. Jetzt glaube ich nicht mehr, oder? Jetzt läuft sie wieder. Gut. Ich weiss, jetzt ist kurz stehen geblieben, wo ich das Bild da habe, aber ich habe es jetzt wieder korrigiert. Sollte ja eigentlich wieder gut sein. Nee, sie tut irgendwie nicht. Du hast glaube ich auf den Stream geschaut und hast jetzt quasi... Jetzt tut ja, sie wieder. Ja, jetzt tut sie. Also, Sorry. keine Alles Probleme. gut. Wer hat das Alles- letztes geraten? Das Thema gewählt, sorry. Ich. Der Game Rocker ist dran. Habe ich Ja, geh mal eigentlich... kurz dran. Habe ich die 2 Ah, Punkte eigentlich schon dazugegeben? Ich glaube noch nicht, hä? Nein. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Ja. Ich weiss nicht. Gut, in dem Fall habe ich es jetzt gemacht. Das heißt, so, also. Game Rocker, Okay. du darfst dich zu einem Thema entscheiden. Ich bin unschlüssig zwischen Krieg oder Natur. Was zwischen... Krieg oder Natur? Ich wähle mal Natur. Mich interessiert, was das für eine Frage ist. Das ist sogar von einem externen, also vom Senftübli. Doch, Ja, ist er doch heisst es so. Aber das war schon vorher, gewesen, oder? Das Senftyp hat doch da das mit der Panzerüberfallen schon gebracht, habe ich gemeint. Das ist einmal gestanden. Genau, stimmt, das ist auch von ihm. Ja. Was ist vergeilen? Alter. Vergeilen. Das ist, wenn das Tier too horny ist und nur noch sagt, I'm horny, horny, horny. I'm horny, horny, horny. Zum Glück Sicher? kann das Tier nicht singen. Vergeilen, ist das ein offizielles Wort? Also gibt's das? Kann man das im Duden nachschauen? Jemand vergeilt. Mhm. Also geil heißt, wenn etwas cool ist. Du musst halt. Also mehr als cool ist ja geil. Was hat denn mit der Natur zu tun? Ich glaube nicht, dass die Ja, irgendwie... ich tue jetzt mehr das Wort definieren. Geil. Ich kann man daraus was leiten. Also geil heisst sexerregend, so. Nein, übersetzt. es hat nichts direkt mit Sexualität zu tun. Ah, okay. Ist es ein anderes Wort für verrosten oder so etwas? Einfach in die Natur sozusagen. Also kann ich euch das sagen soll, aber nicht absterben, sondern wachsen oder irgendwie keine Ahnung. Also absterben und wachsen ist schon sehr gut. Okay. Also die 2 Wörter. Du bist vergeilt, das will wir verderben. Ja. Also aufblühen, also wie Blumen, wo anfängt sich, keine Ahnung, aufblühen oder so ein Scheiß, weißt du, so in der Art. Mhm. Klingt schon mal nicht schlecht. Für die so einen Status, so wie, sag mal, jetzt du halt das Sexwort in seinem Spielbezug nehmen, wenn für die Blume oder irgendwas halt voll aufgeht, das voll schön ist, dann vergeilt. Wenn es gerade im schönsten Moment ist. Der schönste Moment fast was verderbt. Es hat nichts mit dem schönsten Moment, wo eine Pflanze hat zu tun. Aber mit einer Pflanze hat es etwas zu tun. Ja, Hat's muss man auch- sagen. Hat auch ein Tier mit dem zu tun? Ich denke es eher weniger, nein. Weniger? Nein, Okay. nein, eigentlich nicht. Geht es irgendwie um Wasseraufnahme? Also, weißt du, wenn die Pflanze irgendwie so halb am Austrocknen ist, dann vergeilt es, bis es endlich Wasser bekommt. Also, du beziehst es jetzt auf Trockenheit. Ja. Nein, ist es nicht, aber es gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Also ich würde sagen, einfach weiterraten, was sonst noch könnte sein. Wenn es zu viel Wasser hat, in dem Fall, anstatt dass es verfault, vergeilt es Nein. dir. Was braucht denn grundsätzlich eine Pflanze zum Wachsen? Sonne, Wasser? Ja, jetzt kannst du vielleicht das mit der Sonne probieren. Die Sonne? Aber- Also wie. Nein, nicht Vitamin. Schnurri da. Also wenn es fast vertrocknet, wenn es so heiß ist, dass wir dann so eine Art Sonnenbrand überkommt. Du bist wieder beim Ist das so? Vertrocknen, du bist wieder bei der Wärme. Wenn die Blume einen Sonnenbrand bekommt, dann ist sie Ja. vergeilt. Was passiert? Also, es stimmt nicht in dem Sinn, aber es ist schon extrem nahe. Du hast vorher probiert mit dem Gegenteil. Probier das nochmal jetzt.
Eine Pflanze, die nur nachtaktiv ist, die blüht in der Nacht. Nein, sie ist nicht nachtaktiv. Aber sie sind auf dem richtigen Weg. Wenn eine Blume so braune Blätter bekommt, weil sie zu viel Sonne abbekommen hat. Nein. Also nicht abfärbend. So. Aber gehen wir mal, du hast vorher bei der Trockenheit habe ich gesagt, probier es mal mit dem anderen Weg, dann hast du gesagt, zu viel Wasser, probier es jetzt mal bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Gegenteil. Das kann ich Keine Sonne. Was ist das Gegenteil von einem Sonnenbrand? Probier es mal. Blei. Kann ich absorbieren? Ich sind Also so Sonnenlicht. Ich sind so nah dran, dass ich euch fast keine Tipps mehr, also dass ich euch keine Tipps geben kann, das ist das Problem. Also es trocknet nicht aus, sondern es nimmt auf. Nein, kann man so, also was braucht sie zum Wachsen? Ja, Wasser und Sonne vielleicht. Doch. Ja, aber was denn von der Sonne alles? Die Wärme. Ja, Sonnenlicht, Wärme. Genau. Und jetzt könnt ihr es nochmal durch. Ihr habt bis jetzt Sonne, ihr habt Temperatur. ihr habt bis jetzt die Ah, Wärme. Temperatur. Ihr habt bis jetzt die Wärme angesprochen. Und Sander? Kälte. Ja, das Nein, Gegenteil. Mhm. vielleicht das Licht? Eben Sonnenlicht. Ja. Jetzt gehen wir nochmal die Varianten durch, die wir vorher durchgespielt haben. Ist das eine Art, was man so Sonnenblume macht? Was? Sonnenblume wächst der Sonne nach zum Beispiel. Vielleicht ist jetzt eine Pflanze, wo im Schatten nachwächst und da ist nicht geil. Nein. Im Schatten anwachsen ist geil, hallo? Ja, es wächst im Schatten- in der eine Endlösung Schattenpflanze. wächst es im Schatten, ja. Das kann ich vielleicht sagen. Also Verkeilt im Schatten. Wenn eine Pflanze Sonnenlicht aufnimmt, Der dann... vergeilt sie, dann ist so wie so eine. Wie so ein Vampir eigentlich. Wenn du aufmachst, dann macht er so Staub. Und da ist aber Also so Pflanze so. bleichen, oder wie? Also es wird bleich, oder wie? Also was, wenn sie zu viel Sonnenlicht bekommt, oder wie? Also wenn sie Sonnenlicht bekommt und irgendwann, keine Ahnung, wenn es dunkel wird oder im Schatten steht, dass auf einmal so, keine Ahnung, so bleached quasi, weißt du, dass es weiß wird oder so. Ich gebe jetzt euch einen Tipp. Also wenn es okay ist. Ja, Ja, sag. mal Ja. bitte. Also sie braucht ja Licht zum Wachsen, oder? Das haben wir ja gesagt. Und was passiert aber, wenn sie kein Licht bekommt? Vergeilt sie. Das Ja, ist- ja, aber wie? Was macht sie dann? Zieht sich zusammen. Warum? Stirbt ab. Sie stirbt ab, ja, aber vielleicht passiert vorher noch etwas. Verliert Blätter oder. Sie schrumpft. Am Anfang Sie vielleicht. schrumpft. Also sie zieht sich zusammen, weil sie dann das Gefühl hat, so kommt sie mehr Licht über. Ich weiss zwar nicht, was da jetzt für eine Logik dahinter ist, aber Das ist jetzt so extrem nah gewesen. Also sag das nochmal. Sie zieht sich zusammen und es gibt keinen Sinn dahinter. Was würde denn dementsprechend Sinn ergeben? ja, also zusammenziehen. Photosynthese. Ja, eben, sie müssen sich irgendwie zusammenziehen zum Energie sparen. Ah, sie zieht sich einfach so ein bisschen zurück, so quasi. Also Oder sie wie? schrumpft irgendwie, ja. Nein, also schrumpfen ist das Falsche, aber sie. Also es geht auf, wenn Verstehe. Sonnenlicht kommt und es zieht sich zusammen, wenn es wenn es kalt wird oder wenn es Schatten gibt. Sorry, ist Nein. gerade ein Problem passiert. Technisches Ding ist die Kamera abgestürzt. Okay. Ja, schon gut. Alles easy. Wir haben in der Zwischenzeit fast die Lösung. Hä? Also wir haben herausgefunden, die Pflanze, wenn sie kein Licht bekommt, dann zieht sie sich zusammen, sie wird enger, Sonnenblume. Stiel wird dünner, damit Nein. das Wasser besser rauf kann kommen
wo es braucht. In welcher Situation würde dann eine Pflanze Das so was. Licht bekommen? Ist das was? Ist nicht so was. In der Sonnenfinsternis. Ja. Es geht ja um längere Zeiten. Also vielleicht wächst sie unter der Erde. Nein, nicht unter der Erde, sondern Unter einem Baum. zum Über der Beispiel... Am schattigen Felsenhang. Ja. Ja, das wäre ein bisschen blöd. Im Wald. Also es ist eine Blume, oder wie? Also es bezieht sich eigentlich auf global Pflanzen in dem Sinn. Ah, das machen alle Pflanzen vergeilen. Jetzt muss ich... Geil, Alter, das triggert mich Also, brutal. Ich bin auch Geil, Alter, was ist das für eine geile Pflanze, Mann? Also, willst du mir sagen, Mann? Aber du musst also so als Abchecken. Es ist nicht nur der Flamingo-Effekt. Der macht immer das Bein zusammen und Wärme speichert und sagt. Was die Pflanze aber Nein. zum Wasser speichern. Zum Nein. Beispiel. Also Okay. ich sage jetzt mal eine Wiese, oder? Und ich habe eine kleine Ja. Pflanze in dieser Wiese rein. Was passiert Ja. mit der? Die wird gefressen von Schnecken. Von Kühen. Oder? Oder Kühe. Has. Nein, es hat nichts mit Fressen zu tun von Tieren. Also sie wird überwachsen von anderen Pflanzen, die größer sind. Was passiert dann? Jetzt kein Licht mehr. Genau, was passiert dann? Dann vergeilt sie. Genau, was passiert dann? Was macht sie dann? Sie wird sexuell erregt, dann keine Ahnung. Nein, sie wird einfach kleiner. Sie wird kleiner in der Hoffnung, dass Nein. sie sich dann katapultieren kann. Wie meinst du jetzt das mit dem Kopf? Ja, wie meinst du das jetzt? Sie wird kleiner, sie tut sich so zusammenschrumpfen lassen und wartet den richtigen Moment ab. Sobald die Sonne wieder kommt, macht sie PAM und springt auf. Ja, wann soll dann die Sonne wieder kommen, wenn du sagst, die anderen wachsen über Aha. sie? Ihr denkt, sie macht sich dünner und züchtet zusammen, damit sie sich kann irgendwo durchschlängeln kann. Dass sie kann anwachsen. Sie wachsen mit anderen Pflanzen zusammen, mit den Nachbarpflanzen, tut sie sich um die umschlingen. Das finde ich Aha. recht eine coole Idee. Sie tut sich um die anderen Pflanzen umschlängeln, so wie Efeu, und tut dann so mitwachsen. Also ich finde Das das, ist vom, geil. ich find das vom Purzel eigentlich schon fast die Lösung. Kannst du das bitte nochmal sagen? Dass sich tut die anderen Pflanzen wie den durchschlängeln. Dass sie nimmt den Glück, was sie hat, von der anderen Pflanze und dort, als sie dünner ist, passt sie da durch. Sie passt sich eigentlich den Lücken an. Also das mit dem Durchschlängeln hat jetzt der Game Rocker gesagt. Was du Ja. vorher gesagt hast, ist eigentlich die Lösung. Jetzt müssen wir noch wissen, was du gesagt hast, gell? Habe ich gesagt? Nein, komm, ich lass sonst zählen. Was meinen Sie? Nein, ja, du kannst nicht ja, jedes Mal, Mann. Ich habe das zeigt mal. Ich wollte es nochmal hören. Also ich finde, du Also, hast also das dass die gut Pflanze zieht sich zusammen, sie wird dünner, dass sie sich kann durch die anderen Pflanzen durchwachsen. Dumm gesagt. Ist das die Lösung, oder? Ich lasse zählen. Also das mit dem dünnen, also dass sie dünner wird, habe ich in dem Sinn nicht, aber es ist eigentlich richtig soweit. Also es geht um das, wenn bei einer Wiese quasi oben die hohen Pflanzen sind, dann kann die tiefe Pflanze ja quasi nicht überleben, weil sie zu wenig Sonnenlicht bekommt. Das heißt, anstelle davon, dass sie kleiner wird sie bevor sie stirbt quasi, macht sie so quasi einen Versuch nach und wächst einfach extrem schnell in die Höhe und dementsprechend kann sie dann so überleben, wenn sie zu weiter oben ist als die andere, kommt sie dann wieder Sonnenlicht über. Zum Schauen, ist oben dran wirklich kein Sonnenlicht oder... Also versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist so wie der letzte Versuch, am Leben zu bleiben in dem Fall. Mhm. Genau, ja. Für eine Pflanze. Okay, Genau. krass. Und dem sagt man vergeilen. So der letzte Schub nach oben, das ist vergeilen. Ja, genau. Also in dieser Alles Sendung lernt man auseinandergenommen. etwas. Du. Wow. Ich hatte die ganze Zeit den Wikipedia-Eintrag vor mir gehabt, dass falls ich irgendetwas nicht weiss und ihr etwas Lustiges sagt, dass es vielleicht dann trotzdem nachher stimmen.
Wisst ihr was? Wir machen noch eine Frage. Ich weiss, es wären eigentlich nur 3 Minuten, aber wir machen noch eine Frage, die lassen wir noch durchzählen. Du darfst jetzt auswählen, weil wir haben ja jetzt alle zweimal ausgewählt. Dann wärst jetzt du dran. Rilo. Genau. Ich darf auswählen. Sag ich dir. Boah, gib ihm noch mehr Chance, uns fertig zu machen. Wieso? Hey, wir haben 15 Punkte. So viel hat der Rilo nie. Ja. Ja, der hat uns alles durchgelabert. Schon klar haben wir so viele Punkte. Du hast vorher, bist du unsicher gewesen, Krieg oder Natur? Ich nehme jetzt einfach Krieg. Ist das für dich? Ah, krass. Okay. Ja, nein, ist gut, ist gut. Interessiert mich wahnsinnig, was das für eine Frage ist. Also es geht um eine Frage aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ihr werdet das vielleicht sogar kennen oder schon mal gehört haben. Und zwar, was ist das Philadelphia-Experiment? Ganz wichtig, es gibt einen Mythos darüber, aber es geht nicht um den Mythos, sondern was eigentlich versucht worden ist im eigentlichen Sinn. Das Philadelphia. Philadelphia-Experiment. Aha. Nicht mit dem Strich heißt es tun. Ist es Ja, mit dem sicher. Vergasen gewesen? Nein, nicht. Also ganz wichtig, Philadelphia ist ja in den USA. Also es ist ein Ja. Experiment, wo die Amerikaner gemacht haben, versucht haben bezüglich, ja. Experimente machen Es- Europa nicht. Nein. Ja, aber Also ich es glaube, ist- es geht schon richtig Brotaufstrich. Ich meine, sie haben das Experiment gemacht. Was ist am einfachsten, um einem Soldat für Nahrungsmittel mitzugeben, damit er es schnell und effizient kann aufs Brot streichen und viel Energie gibt? Also ich muss vielleicht sagen, es hat vielleicht nicht direkt gerade mit dem Krieg zu tun, aber also das Experiment hat schon mit dem Krieg zu tun, was im Krieg passiert ist. Ich kann aber nicht sagen, ob das Experiment während dem Krieg oder nach dem Krieg passiert ist. Aber es hat nichts mit Lebensmitteln zu tun. Okay, schade. Ding zum Paste herzustellen und man kann noch an der Gegner mit so einer Katapult ansteuern, damit die kleiner bleiben und die können machen. Ich gebe einen Gratis-Tipp an dieser Stelle, also ohne jetzt einen Punkt abzuziehen. Philadelphia ist an der Ostküste, am Meer. Falls ihr das nicht wisst. Ah, das ist eine Stadt. Ja. Geht nicht um den Es hat Brotaufstrich. etwas zu tun mit Meerwasser. Leute ertrinken lassen. Nein, ja. Wir Oder werden mal wie weit ist testen, der wie lange Sinn? das Leute können wie weit das Leute können schwimmen. Nein. Sie haben alle in Philadelphia angefangen. Der Haben sie zuerst in müssen London tauchen? war, hat gewonnen. Du hast jetzt zwar nichts gesagt mit jetzt Essen, ich sage es nochmal, vielleicht will das Wasser täuschen. In dem Ding statt normales Trinkwasser nehmen Salzwasser, dass die Leute mehr Durst haben und damit verdurstet. Also was könnte es echt sein, wenn es um Krieg geht und um Meer? Unter Wasser vielleicht. U-Boot, ja, Schiff. hat jetzt auch gesagt. U-Boot, Schiff. U-Boot. Ja, also Ja, mit dem eben. sind wir schon mal auf einem sehr guten Weg. Eben unter Wasser. Auch mit dem U-Boot angegriffen, der Ridorab. Die Deutschland angegriffen, Also U-Boot, nicht schlecht. aber nicht der Ridorab. Also hat nichts mit dem Rhein zu tun. Aha. Also die Deutschen sind ja eine recht grosse U-Boot-Macht während dem Zweiten Weltkrieg. Und damals haben sie sich jahrelang gefragt, hey, was können wir machen, um diesen deutschen U-Boot irgendwie Paroli zu bieten? Genau. Da Und bist für du. das haben sie irgendwelche Torpedos müssen erfinden. Also irgendwelche Raketen mit Propeller, die im Wasser Gas geben können. Und das haben sie natürlich zuerst müssen testen. Und das war in Philadelphia, an einem alten Frachter, der dort gestrandet ist, 1912. Und dann haben sie 100'000 Torpedos auf das Schiff gelassen und kein einziger getroffen. Und weil das so ein Fehlschlag war, heisst das Philadelphia-Experiment. Also Philadelphia. Also das mit den Torpedos ist sehr gut, aber drehen wir mal das Spiel um. Also es geht ja darum, dass sie ja stark sind mit dem U-Boot, oder? Das heisst, Ja. sie müssen ja demzufolge, wenn sie etwas dagegen machen wollen, ja Verteidigung haben gegenüber dem U-Boot. Ah, sie haben eine Schutzwand aufgebaut für das Schiff. Ui, jetzt, ja. Sind sie einen Käfig umbauen? Ein Käfig um Philadelphia? Nein. Aber Schutzwand ist nicht schlecht. Wie funktioniert ein Torpedo? Ja, wir laden an, der fährt durchs Wasser.
Aha, nein, warte Dann schnell. weiter. Wie geht es dann Ja, warte weiter? schnell. Er geht, glaube ich, auf ein Geräusch los. Ist er auf den Rotor von einem Schiff spezialisiert? Jetzt weiss ich es gerade gar nicht im Fall. Vielleicht geht auf ein Geräusch los. Durch das haben die denken, ich kann so etwas, sagen wir, wie ich kann so ein Geräusch antuschen, indem man was runterlässt. Also ein Torpedo runtergeht. Nicht auf Schiff geht, sondern irgendwie, sagen wir, die Schutzmauer. Also laut dem, wo ich habe, ist es kein Geräusch, sondern es ist etwas anderes. Aber wo geht der Torpedo hin? Also Weißt du, nachdem er abgeschossen wird. Ja. Ja, Weißt du. je nachdem, wo du zielst, oder? Also, der Keyboard zielst halt, ja. Nein, ich glaube im Fall nicht. Ich glaube wirklich, der Torpedo hat irgendeine Autosteuerung, wo es nicht mehr hinzielt, wie es genau dort. Ich habe wirklich gemeint, er sagt der Ton, aber wenn jetzt der Rilo sagt, er sagt nicht vom Geräusch, dann muss es etwas anderes sein. Vielleicht ist es von den Wellen, was es gibt. Wieder der Wal macht auch so Wellen, so, wie heißen die Wellen? Die Schallwellen. Geräusch. Nein, die UV-Wellen, die Also- Dinger da, die Ich gehe ja, Echo. ich gehe ja davon aus, dass ja der Magnet. Also, ich gehe davon aus, dass der Torpedo in ein Schiff knallt, oder? Jawohl. Wegen Das der ist Schwingungen, vielleicht- oder das ist wie? vielleicht das Problem. Schwingungen, ja. Glaubt ihr, er geht einfach ins Schiff hier. Fertig. Also einfach ein Loch. Punkt. Der geht doch kaputt, explodiert doch. Also, Die Frage ist wo? von neu einsteht. Der Schiffswand. Ja. Eigentlich. Er geht einfach da rein, sagst du? Nein, er explodiert, glaube ich, schon. Er hat ja vorne einen Sprengkopf dran. Genau. Ein Zünder, der nach etwas Bestimmtem zündet. Wenn er in Kontakt kommt mit Metall. Metall. Also Ja, mit sehr Eis- gut. Was hat ein Metall für eine Fähigkeit? Es ist Es zieht was an. magnetisch. Magnetisch. Es ist magnetisch. Genau. Also das heisst, er zündet nach einem magnetischen Feld, oder? Demzufolge. Ah, Aha. Also nachdem das Teil abgeschossen wird, sucht es nach einer magnetischen Schwingung oder Anziehung und dann trifft es, oder wie? Also wir reden jetzt vom Zündmechanismus. Also das heisst, er explodiert, bevor er überhaupt dort ist. Durch Druckwelle hast du Ja. eine größere Einschlagkraft quasi. Also wenn du ein grosses Schiff aus dem Wasser rausnimmst, dann kann es sein, dass das oben bricht durch die Stabilität. Hm. Aber der Punkt ist ja, was haben jetzt die Amerikaner versucht? Aber probiert das sagt die- Torpedo. Sorry. Wir haben das Ding gemacht. Wenn du sagst, magnetisches Feld, gibt es wie ein A und ein B. Bei der Batterie, oder bei dem Magnet gibt es wie so die sich anziehen, die sich abstoßen. Wenn du was macht, wie, dass er der Ding abstoßt und nicht rankommt. Und irgendwann ist halt der Puff weg und dann sinkt es dann ab. So gesagt, dass es der Torpedo dann wie einfach vorbei Ja, geschleust allerdings. wird durch das magnetische Feld. Ja. Aber der Rilo sieht nicht überzeugt aus von der. Nein. von der Es Antwort. ist näher dran, aber es geht ja um den. Quasi um den. Also, wir haben Das ja gesagt, Experiment. genau, Es geht um das Experiment. der Torpedo hat einen Magnetzünder. Das haben wir ja soweit verstanden, oder? Mhm. Vielleicht haben die USA-Menschen versucht, dass sich der Torpedo nicht durch magnetisches Ding zündet, sondern durch irgendwas anderes zündet. Wieso soll er denn zünden? Aber das wird gar nicht zünden. Ja, es dann geht ja um macht's den Schutz. Bumm. Es geht ja um einen Schutz, oder? Aha. Also, auf Seite der Amerikaner. Es ist ja Philadelphia, also Philadelphia ist in den USA. Es Also ist, ist das ein Schutzversuch, also sie sich schützen können. Mhm. Also quasi wie eine Wand machen, also erschaffen, oder wie? So ein Du Magnetfeld erschaffen, wo
der Torpedo nicht kann explodieren oder wenn er explodiert, dann nur in dem kleinen Magnetfeld, wo gerade um den Torpedo herum herrscht. Oder, So Megatron-mäßig. Megatron. wenn ich gerade überlegt habe, dass die baut wird irgendeinen Stoff her, oder der ist so magnetisch, Die sind so jedoch nah kannst du dran. nicht, jedoch Nein, kannst du ich nicht glaube explodieren eher, es lassen. geht um eine Wand. Weißt du, so unsichtbare Wand oder so ein Scheiß. Für die Ja, irgendeine Wand, die du baust, wo jedoch Nein, es nicht geht nicht sprengbar darum, dass ist. du eine Wand baust und sie unter Wasser setzt, aber. Also, keine Ahnung, Ah. vielleicht auch schon, aber ich denke eher so. Keine Ahnung, eben so Magnetstörfelder oder keine Ahnung, wie man den Scheiß nennt, ob das überhaupt möglich war. Aber irgendetwas, wo dagegen wirkt, weißt du, also. Aber es ist Das ja, halt. also, wenn ich jetzt mal so, also, darf ich jetzt so quasi einen Tipp geben? Ja. Also ist das für Ja. euch okay? Ja, machen wir. Ja. Also du hast du hast jetzt gesagt, eine Wand aufbauen. Also sie sind immer bei Ja. dem Schutzschild, dass etwas verändert wird. Aber du hast ja schon ein Feld ums Schiff, wo ja einst überhaupt erst der Zünder überhaupt auslöst. Mhm. Das heisst, Sie wir eine- müssen sie- das sie eine Schiff bauen? Magnetfeld wegnehmen. Sie Das ein Schiff heißt bauen, dann, was heißt denn genau? sie ein Ein Schiff bauen Stellfeld. aus Holz, wo nichts Nein, magnetisch dran ist. Ihr habt es eigentlich schon gesagt, aber es ist. Ich suche noch ein Wort. Ein nicht magnetisches Schiff, wenn es baut, eine nicht magnetische Wand vom Schiff oder halt um das Gegenstand umbauen. Oder? Gummischiff. Sie haben Plastik gebraucht. Nein, es ist schon ein Stahlschiff gewesen. Also sie haben ein Schiff genommen, das schon Aha. existiert. Aber ihr habt es eigentlich schon. In dem Durch, Sinn. durch das ganze Schiff mit Gummi oder mit Kunststoff umbaut. Dass das nicht zündbar ist. Nein. Oder anders gefragt, ist denn jedes Metallteil magnetisch grundsätzlich überall? Nein, Aluminium. Nein, aber es gibt ja auch Stahl, wo magnetisch wäre, wo dann aber nicht magnetisch ist. Habe ich jetzt also noch nie gehört. Stahl, der nicht magnetisch ist. Also alles. Eisen. Also Eisen ist immer magnetisch. Schon, oder? Ausser du nimmst nicht die Elektroden raus, aber wie willst du das machen? Ja, eben. Vor allem zu dieser Zeit. Eben. Es geht ja um ein Experiment. Ja, das Aha. Sind etwas versucht, also den Eisen oder Metall genommen, Und den haben? versucht das elektronische Feld auszubauen. Oder wie das Ding immer heißt. Ist das Experiment glückt oder missglückt? Ich würde es eher als missglückt sagen. Okay. Oder zumindest vom Mythos her, wo. Aber es mit Also, Elektronen der ist hat- gar nicht so schlecht gewesen. Also da haben sie eben wirklich ein Stück Eisen genommen und haben probiert, im Vornherein per Magnetismus die Anziehung wegzunehmen, also all die Elektronen wegzunehmen. Und dann haben sie festgestellt, aha, scheiße, der geht uns ja das Eisen zusammen. Ich lasse das alles. Ich glaube, ich lasse das gelten alles. Weil ich sind so nah dran und es tönt auch alles sehr kurios. Also es geht um einen Versuch, ein komplettes Schiff zu entmagnetisieren. Eben doch, entmagnetisieren, krass. Krass. Und der Mythos, also ich habe am Anfang gesagt, es gibt ja so einen Mythos. Hören die mich noch? Ah, okay. Ja. Ist gut. Ja. Doch, doch. Ich glaube, ich bin kurz im Streamen, einen kurzen Moment. Also es geht um eine Entmagnetisierung, also um einen Versuch. Und der Mythos besagt, dass sie angeblich damit haben können, das Schiff beamen. Aha. Ah, ja, klar. Ja. Mhm. Und Mhm. ja, es klingt ein bisschen komisch, aber es ist irgendwie 500 Kilometer südlich ist das Schiff wieder auftaucht in einem grünen Rauch und so weiter. Es ist eine riesige Story diesbezüglich.
Aber sie haben einfach versucht, Ja. ein komplettes Schiff zu immagnetisieren. Und das haben sie wirklich mit Magnet probiert zu machen, Ja. dann, oder? wie? Ja, es geht dann so weit bis zu Geschichten, dass zum Teil die Besatzung schlussendlich mit dem Schiff verschmolzen sind, weil sie Spannungen so hoch getrieben haben. Fuck. Aber das ist ein Mythos. Aber schlussendlich geht es um die Entmagnetisierung von einem kompletten Schiff. Ja, krass. Okay, krass. 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 Hey, Krass. super, super gute Frage. Von Ja, wem die ist echt Von gut Rilo. Super gute Frage gewesen. Super gut, mega spannend. Das Schiff hat USS Ja. Anchorage geheißen. Es ist unsichtbar wurde 500 Kilometer entfernt in einem Hafen in Virginia wieder erschienen. So sagt der Mythos. Ja, ob das stimmt. Ja, klar. Also Ich- ich ich- kann ich- mir vorstellen, dass ein paar Amis an den Mythos glauben. Der Trump zum Beispiel. Aber es ist sicher eine interessante Situation bezüglich der Torpedos, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Ja. klar. Es ist sogar während dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt worden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher mit der Jahreszahl, aber ich sehe es gerade. Soweit. Ja. Okay. Coole Frage. sie. Ja, ich habe jetzt 17 Punkte zusammengetragen. Hä? Cool, yeah. Das ist Rekord, nice. oder? Ja. Ich übernehme einfach die Fragen, die bis jetzt nicht durchgemacht haben, halt für die nächste Sendung, dass das einfach so weit. Ja, ihr habt ja soweit eigentlich alles selber ausgewählt und demzufolge habe ich ja dann auch nicht können dazu beitragen über jetzt die, ja, also wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. 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 Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken und falls ihr noch einen Input oder irgendetwas habt, könnt ihr das jetzt an dieser Stelle machen. Ja, danke auch. Liebe Leute, fürs Vorbereiten und fürs Durchführen von der, ich finde es eine mega lustige Show. Ich finde es Ja, mega same. lustig, echt. Ja, sehr lustig. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es mega cool und dass ihr das durchziehen und dass ihr das macht. Ja, mega cool. Mir sind jetzt ein paar Fragen in den Sinn gekommen. Ich werde dir noch einmal ein Mail schicken, lieber Rilo. Dankeschön. Super, merci. Und Ja. ich habe es auch super gefunden, mit euch zusammen da, das da können durchzumachen. Gleichfalls, Ist, danke. Spaß, ist ein riesen Spaß gewesen für mich. Cool gefunden mal. Ja, ist chillig gewesen, ist chillig gewesen. Top. Und wenn ihr als Zuschauer noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es natürlich auch gerne uns schicken. Ich habe die ganze Zeit während dem Streamen so ein Feld noch offen gehabt jetzt und ja, wo die E-Mail-Adresse drauf steht, wenn ihr irgendwie einmal euch noch Fragen in den Sinn kommen an dieser Stelle. Kannst du die schnell vorlesen, weil ich sehe es nicht ohne Brille. Das ist YT, also für youtube.rilo@gmail.com. .rilo@gmail, okay. Ja. Okay. Danke. Sonst kannst du mir auch auf Insta schreiben oder so. Oder auf Discord, wie auch immer. Haben wir es nicht mal davon gehabt wegen Insta? Wann bin ich eigentlich das letzte Mal auf Insta gewesen? Vor wie vielen Jahren ist das gewesen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es Ja, nicht, ist- aber ich habe die Woche Aber mal was Insta geschrieben. gegeben hat. Sicher an dem Tag, bevor es Insta überhaupt gegeben hat. Das wird, dann Ich die war nächste, da drauf gewesen. das wird sicher eine Frage sein beim nächsten Mal. Wann ist das letzte Mal Ja. lang gewesen? Ja. Ja. Nein, fragst eher, wieso geht Game Walker nie auf Instagram? Ja, aber was ist der Grund, dass ich überhaupt auf Instagram gekommen bin? Ja. Das wäre spannend. Übrigens, Fragst eher, wie zwingt man, oder wie bringt man Game Walker auf Instagram? übrigens an dieser Stelle noch merci Game Rocker, dass du noch den Kate vorher geschrieben hast. Ich habe den erst jetzt gesehen. Und so nebenbei. Kate ist meine Freundin so nebenbei, aber ja, wie auch immer. Okay, vielen lieben Gruß. Jo. Ja, easy in dem Fall. Besten Dank für das Zuschauen und tönt auch gerne bei diesen drei auf dem Kanal vorbeischauen. Abo nicht vergessen bei allen natürlich. Würde mich auch freuen bei mir nebenbei, aber ja. Ja, tun wir noch und würde mich freuen aufs nächste Mal und ja, hoffe man hört sich. In dem Fall, ciao zusammen. Tschüss. Ciao. Tschüss.